Bei so schwierigen Aufgaben wie der Tonnenöffnung wird uns selbstverständlich auch der Oberbürgermeister unserer Stadt zur Verfügung stehen und mit anpacken, so wie er das immer gemacht hat. Und ich frage jetzt mal an euch, bevor wir die Tonne öffnen, brauchen wir ja noch ein lautstarkes Signal, um ihn auch letztendlich richtig wach zu bekommen. Wir werden jetzt alle gemeinsam, aber wirklich lautstark, die letzten 11 Sekunden der Lichtkamera-Zeit, wir sind noch gut mit 19:11, das passt hervorragend. Herunterzählen von 11 auf 0. Ich weiß, es ist nicht so einfach, aber das kriegen wir gemeinsam sicherlich hin. Seid ihr dafür bereit? Ich habe euch nicht verstanden, ich muss das noch mal hören. Seid ihr bereit? Ja, warum denn nicht gleich so? So, und wir müssen uns jetzt, lieber Tim, mental und körperlich noch vorbereiten. Stimmen mal an mit den letzten 11 Sekunden und fangen an mit 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoffentlich ist wach alle. Ein Gradmaß ruhig! Los, ja! Ruhig! Ruhig! Denk an, als OB ist schön und schlimmer kommen, ne? Dann! Herzlich willkommen, liebe Nervinnen und Narren! Endlich beginnen wieder die Monate, in denen die Vernunft regiert. Und ich, der Hoppeditz, darf sie eröffnen. Der Hoppeditz, das ist ein Mann, der alles sagen kann. Darum seid nicht klar, wenn es euch mal trifft. Es ist ein Narr, der zu euch spricht. Er wird hier heute leicht politisch. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu politisch. Das Versmaß werde ich nicht halten, doch manchmal nutzen zum Gestalten. Wenn mir nicht fällt was Besseres ein, dann falle ich in den Rhein hinein. Da müsste unser Rat, wenn ihr nach der gleichen Regel vorgehen würde, glaube ich, so manches Mal in Rhein gesprochen, denn leider finden ja auch heute nicht zu uns ein. Aber so ist das nicht. Der Rat sich gerne in Medien sieht, doch bei Kameraüberwachung nichts geschieht. Dabei wäre es doch wunderschön, könnte man die Vandalen sehen, zerstören unsere schöne Stadt, das hat der Bürger einfach satt. Bestraft gehören die Verschmutzer. Gutes Geld für Pfennigfuchser. In der Denke, den wird es ja freuen, um seinen Haushalt damit noch zu verbessern. Mit dem da könnte man auch viel sanieren und auch das Image noch polieren. Da hätte das Stadtmarketing auch noch gleich erledigt. Daher so nicht, Leute. In diesem Fass, da saß schon Tim. Anscheinend ist das nicht so schlimm. Und, oh, der Tim erklomm den Thron der Stadt. Hat er den vielleicht heute schon satt? Oh nein, nein. Das Stadtgefängnis ist so leer. Wo bekommen wir das Geld nur her? Denn kaputt sparen, das will er nicht. Ist Tim auf unser Geld erpicht? Fragen derer gibt es viele. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, Leute. Schön wäre es ja, wenn das der Grund gewesen wäre, warum die Solidarisierung immer ihre Bürger im Rahmen eines Bürgerhaushaltes befragt, um daraus was zu lernen. Und was sie wollen uns ja mitnehmen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wo die nicht mit hinnehmen wollen. Und dann mache ich auch nicht mit. Die sollen uns mal sagen, wo der Weg hinführt. Denn leider muss man anders denken, wenn Bruder Wege spricht vom Lenken. Er weiß schon, was zu tun ist, damit das Pferd sein Grasloch frisst. Keine Steuern muss es zahlen, er will es auch in Solis Graben. Das Pferd die Wege nicht verschont, der Reiter selber zu hoch erthront, um sich für Apple tief zu bücken. Schön ist das Leben auf Gaules Rücken. So nicht. Man kann das nicht in den
aber dort zahlt Steuern auch für Lumpis dort. Und wenn er es nicht beiseite räumt, gibt es Schelte von der anderen Seite. Das Säckchen bringt er selber mit. Und Abfalleimer gilt nicht. In anderen Städten wenig Steuer, dafür die Säckchen ungeheuer. Sie gibt es kostenlos aus vielen Spendern. Hundebesitzer, ihr müsst euch ändern. Ich habe ja so einen kleinen Paul, ich habe ja selbst so einen kleinen Hund, ne? Und der hat immer so seine Tüten hier um den Hals, damit ich die auch nie vergesse. Und ich fordere vom Prinzenpaar, sobald das also inauguriert wird, für die nächsten 111 Tage, Steuerfreiheit für alle Hunde und jeden Tag ein Knochen. Ist also wieder. Wenn wir jedoch wenig Pferde halten, Hundebesitzer, meist die Alten, wollen wir hier nicht behalten. Aber die können nicht ziehen in die anderen Städte. Ist doch der Stall auch Heimatstätte. Naja, auf dieser Pferdesteuer könnte ich lange reiten, aber der Breitensport zahlt nützliches Heilgeld, was für die Reiter ja einfällt. Was Breitensportler wieder fehlt. Das ist für einen Spruch noch wert. Steuern zahlen sie zwar nicht, Hallengebühren, die sind Pflicht. Ein Sportverein, der investiert, vom Markt wird er nicht investiert. Die Hallen sind dann häufig Schrott, aber mit Millionen aus Düsseldorf kriegen wir das flott. Deswegen sei ein Lob auch mal an den Chef der Stadt, der sich da sehr bemüht hat. Wir wollen jetzt ein neues Bad, das kriegen wir ja bald, und von daher drücken wir ihm dafür die Daumen. Aber Sanierungsstau haben wir in dieser Stadt ja noch viel mehr. Da gibt es auch noch ein paar Schulen. Also holt der Typ das Geld heran, was Solingen auch brauchen kann. Nur werden die Schulen energetisch saniert, statt in Bildung investiert. Da sind wir wieder in der Falle, die Fördergelder nicht für alle. So ist das halt. Vergessen sollte aber nicht, das Sparen ist auch eine Pflicht. Denn auch schon in den letzten Jahren, da sprach der Hoppelwitz vom Sparen. Da fallen mir viele Posten ein und braucht hier wirklich nun kein Schwein. Und die Pensionen, die daraus entstehen, kann Herr Rilke nicht mehr sehen. Der ist ja heute gar nicht da. Das ist ja eigentlich sehr schade. So nicht, Leute. Aber jetzt hat ja das Prinzenpaar das Sagen und wird die nächsten 111 tollen Tage nicht verzagen. Da wird zwar ein neuer Posten geschaffen in Form eines Prinzen, der natürlich auch hoch dotiert ist, aber dafür werden mal unzählige Mitarbeiter der Stadt in einen 3-monatigen Urlaub geschickt, den sie allerdings nur voll verkleidet verbringen dürfen. Und der OB hat ja auch keine Aufgaben mehr und fällt in der Zeit sein Salär. Sehr nett. So, liebe Leute, lasst uns sehen, was sonst in dieser Stadt geschehen. Denn Markt und Straßen sind verlassen, der OB ist allein gelassen. Einsam zieht er seine Runden auf Suche nach Millionen von vielen Hunden. Der Rat ihn gar nicht unterstützt, da wird er nur herumgebützt. Auch zwischen den Fraktionen küsst man sich ganz unverhohlen. Doch so entstand in diesem Jahr ein rot-grünes Geschwisterpaar. Und auch die Wiefe freut sich sehr. Steht der Zwilling doch für mehr, schafft Arbeitsplätze für die Stadt und expandiert ins Ausland satt. 2 Brüder haben noch so ein Ding wie aus Olix. Mit einem Zwilling, einem Twin. Das brachte Solingen Ruhe und Ehr. Herr Ori, davon wollen wir mehr. Ein einfach Tim, Wolfgang, Tim. Der Arzt, denn was er will, mit wenig Schnitt und ohne Ziel, erhöht der Sitzungsgelder pur auf Steuerzahler Schulden. Der OB, der braucht eine Kraft. Will er verändern oder nicht? Um der Fördergelder will, schluckt man hier schon schlimme Pillen. Die machen einen kurz mal heil, danach ist alles einerlei. Ob sinnvoll oder nicht, entscheidet 1, 2, 3, das richtig. So nicht. So schüttet man die Tunnel zu, baut neue Treppen auf dem Nu, verengt die Straßen viel zu viel, Verkehr bleibt weg mit neuen Zielen. Das neue Ziel heißt andere Stadt, davon haben wir im Umland satt. Ist das die Anbindung an den Rhein? So kann das nicht gemeint sein. Aus Ohlig stammt das Oberhaupt. Da schießt so manches schon ins Kraut. Als OLX soll sich's bewähren. Allein der Flugplatz wird euch mehren. Herr Hochrichter,
allseits bekannt, malt auch Bayern an die Wand. Ohligst sei das Bayern der Stadt. Was er da wohl getrunken hat. Denn Dobrindt fehlt, der Gelder nimmt und diese für sein Land bestimmt. Wir brauchen Kraft, wie schon gesagt, sonst macht der Titel keinen Staat. Da hilft kein Weh und auch kein Ach, an so nicht wurde nicht gedacht. Wir stehen im Stau, wollen wir hinaus, auch Richtung Heimat ist ein Haus. Und auch in Unterhü steht der Verkehr schon in der Früh. Den Verkehr in Burg gab es in der Nacht. Den hat ein Feuer weggebracht. So nicht? Ja. So ändert sich da wenig nur, ach hätte ich doch das OG Schnur, dass er ihnen alles ändern will. Dann schlug ich auch noch eine Pille. Nachdem hat Ohligst eine Bank, die schon dann auf ist, sehr bekannt, kam der noch so manch dazu. Den Wanderer Hundertschabadu. Geht man über unseren schönen Binnenpfad, dann sehen wir die Bänke von Hochenbach und Au. Diese Firma gibt es lange nicht mehr und die Bänke sehen auch so aus. Deswegen, die sind heute nichts zum Sitzen nehmen. Der Tourist dreht sich daher sehr. Es kommt kein Geld von außerhalb, nur um zu sehen unseren Wald. Da muss die Infrastruktur stehen, damit die Gäste kommen und sehen, wie schön ist unsere kleine Stadt, die noch so viel zu bieten hat. Ähnliches gilt für die Wirtschaft heute, die man mit Steuern nur vergeudet. Statt Gewerbesteuer reduzieren, werden wir viel Geld verdienen. In einem Projekt namens Raspe, Prinzenpaar, Palast. Aber das ist auch nicht für den Karneval ganz gut, weil wir haben ja für unseren Zug keine Halt. Und ja, jetzt hat die Stadt endlich mal genug Halt, damit der Zug in Ruhe vorbereiten kann, trocken, sauber die Wagen und auf kürzestem Wege zack in die Stadt fahren kann. Von daher war die Investition vielleicht auch gar nicht so schlecht und besonders für den Karneval eine sehr sinnvolle Geschichte. In der Verwaltung hat man nur zu viele Leute, die suchen nach einem neuen Leid, was man den Bürger kann beschert und damit noch allen arbeiten. Die Digitalisierung doch soll reduzieren, wie man will. Auch Geld kann man damit viel sparen, aber in Solich sieht man nur Gefahren. Man braucht auch noch Berater, viele, die kennen nicht mal Solichs Ziele. Warum holt man von auswärts nur Menschen ohne Solichschuhe? Die wissen nichts von unserer Stadt, die doch so viel zu bieten hat. Solich! 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 Egal was zu entscheiden ist, Kreisverkehr und Krankenhaus, Bebauungsplan und sonstiger Graus, fragt man Berater ohne End, als hätte man selbst die Zeit bekommen. Das Geld dafür fließt aus der Stadt, obwohl man viele Beamte hat. Rat und Verwaltung jedoch sagen, Verantwortung wollen wir nicht haben. Und war es immer ein Berater, der schuldig ist, auch fürs Theater. Ich bin ja selber ein Berater und bin da mitverantwortlich fürs Theater. So ist das. Jetzt habe ich den Text verloren. Wir haben es geschafft, der Hoppelitz ist wieder da und damit ist die Karnevalssession 2016-17 hier in Solich jetzt offiziell eröffnet. Jubel und Beifall!